Hi, ik ben Jan Putters. Dankzij voor mijn video opmerken. Ik ben hier vandaag op de stap. Ik dacht van, ik wil niet mal deze wunderschmakke groene stap wezen. So, veel dankzij voor mijn video aankijken. En so, ik wil die ook voor ik omvangen, wil ik die ook vragen. Wanneer du noch nicht auf meinen YouTube-Channel bist, subscribierte, dort die du anklicken. Da würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. So, vielen Dank schön, wenn ihr das tut. Und ich werde auch mein WhatsApp-Nummer hier so lauten. Schreib mir welch an WhatsApp. So, ich würde mich auch sehr freuen, von dir zu hören. Hier bin ich von dir auf dem Stab, auf diese schmackige reine Stab. So, ich weiß nicht, ob du diese Stiere wahrscheinlich, als du weißt, was das ist. Das ist ein Sorgo-Stab. So, das lässt bloß so gerindlich sein Geschmack. Ich kann mich meist nicht so kriegen und diese schmackige reine Stab, wo die rein und wo hier die Frucht, wo die Sud, das Sorgo-Sud hier so anwachsen wird und so, das lässt bloß gerindlich sein Geschmack. Und was mir so interessant ist, ich kann diese Stiere alle, was die hier sein kann, ich kann die nicht im Wasser halten. Weil ich kann die Futter geben, im Flächenbett Fertilizer geben. Ich mag mein Part zu tun, aber was die im Wasser bleiben, das ist Gott, wer das tut. Heute kümmert sich darum, dass das Wasser wird und wo das was Leute eine Arend geben kann. Haben wir nicht einen sehr wunderschönen Gott? Wenn du ein Farmer bist, du weißt, ein Farmer, der die Sud ausstrahlen, um das keine Arend geben. Und wo würde es sein, wenn ein Farmer nicht würde schlechte Sud strahlen? Was würde das für eine Arend geben? So allmählich, das würde vielleicht wenig geben, er würde wenig abgehen. Aber das würde nicht mal abgehen, das würde keine Arend geben. Und wenn ein Farmer will eine gute Arend haben, was du muss tun, er muss sich auch anstrengen, um sein Bestes zu tun, was er kann eine gute Arend geben. Was der Farmer muss tun, das ist, der muss gute Sud strahlen, um das eine gute Arend geben. Ich würde das Bild möglichen ein klein bisschen umzudrehen, und gucken, in ans geistliche Leben nehmen, und sehen, was sagt die Bibel von uns das. Wir lesen in Galater 6, Vers 7, geht nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Was bedeutet das und was können wir von das lernen? Ich glaube, dort wird wir vergoldet tun. Was wir wollen sehen, dort wird wir belohnt kriegen. Und krieg so mit das Schlechte, was wir wollen für Schlechte tun, dort wollen wir auch ernten. Weißt du, kommt ein Tag, wo wir wollen für Jesus stehen, Angesicht zu Angesicht. Und von der Seite, wie Jesus in der Bibel bin. Wir lesen die Bibel und wir haben die Bibel, aber du kommt ein Tag, wo wir wollen für Jesus sein. Und dann, wenn Jesus die und mich fragen, was haben wir für ihn getan? Was haben wir versucht gestreut? Freund, wer immer du bist und was immer du tust, frag diese Frau selbst, was du willst zu Jesus sein. Wenigstens wir wollen da nicht sagen, da oder jana oder dort oder wen dort. Nee, dann wollen wir du persönlich mit Gott verrehren. Was mein Wunsch würde sein, weil wir gute Sud strahlen, weil wir den Menschen von Jesus vertrauen, wenigstens dort wird belohnt worden. Und weil wir in Segen sein für den Nächsten. Wenigstens dort darf ein Lohn im Himmel. Dort sagt eine steht in der Bibel, was wir den geringsten haben getan, wenn wir dem wollen ein Köffel Futter geben. Dort haben wir Jesus getan. So, vielleicht ist dort, was wir wollen können, Mensch halten mit wenig Dingen. Und dort kann uns all einen Lohn geben im Himmel. So, weil wir proben in Segen sein für den Nächsten. Ich merke die Mut, weil wir für Jesus leben und weil wir seinen Namen verherrlichen. Ich hoffe, das ist ein Segen gewesen für dich, dieses Video durchzugucken. So, ich wünsche dir einen schönen Tag wieder. Gott segne dich.